Oh, liebe Kolleginnen und Kollegen, das, was ich heute soll erzählen, das dauert wahrscheinlich eine halbe Stunde. Ich hoffe, dass das aushält, so lange mal nur zu lauschen. Ich Versicht für mit einer Präsentation ein bisschen mehr einfach zu machen, für meine Ausführungen zu suivieren. Und ihr seht hier auf dem ersten Slide mal oben links die Verbindung, die gemacht wird, Pensionen, Privatisierung, Pensionssysteme, die oder Fonds, an die investiert wird, ob der Börse gehandelt wird, an einer jetzt, ihr seht da, das wird als Basis von der Renten, von den Pensionen, das sind Löhne. Das niedrig Löhne bedeutet auch niedrig Pensionen. Arbeitslosigkeit bedeutet Problem von Finanzierung, von der Rente. Bon, für mir fundamental Sachen, wir sind im Moment ein System mit Prestation définie an ein System de Repartition, das heißt, diejenigen, die heute schaffen, die bezahlen Pensionen mit ihren Kotisationen von denen, die heute an der Pension sind. Und die sind definiert, das heißt, die variieren nicht nur irgendwelchen Parametern, aber die sind fixiert. Das heißt also, das Finanzement, das geschieht über Kotisationen von denen, die schaffen, sogenannten per Patronal von 8% an über das Budget vom Staat, auch 8%. Am Ganzen gehen eigentlich 24% von engem Lohn an Case von den Pensionen am Monat abbezahlt. 30 Jahre, weil wir ja heute in Lützeburg eine ganz starke Steigerung haben von der Zahl von den Leuten, die schaffen, sammelt sich eine Reserve an, 20 Jahre ungefähr, die immer mehr groß geht und die eine Kapitalisierungsnot an das Ganze dran bringt. Ich gehe ja nur nach darauf an. Ein paar wichtige Ratioen, einerseits die sogenannte Koeffizient de Charge, das heißt, wie viel Pensionierte gehen par rapport zu der Zahl von den Aktiven, die Prime de Repartition pure, das heißt, wie viel geht all Jahr für die Pensionen ausbezahlt par rapport zu den Löhnen von der Masse salariale vom Jahr, den Taux de Remplacement, das heißt, wie viel kriegt als Pension par rapport zu dem, was die Fedro verdient wird, und da schließlich auch nach dem Niveau von der Reserve par rapport zu den Dépenses annuelles für Pensionen. Da gibt es eine Mindestreserve bei uns von 1,5 Mal 12 von den Pensionen, die ausbezahlt werden all Jahr. Ein paar Zahlen, ihr seht da auch die Steigerung von denen, die beschäftigt, also von der Beschäftigung, also auch von den Assurien, an 12 von denen, die pensioniert geht dann viel Männer sehr rob. Hier hat dann ein paar Zahlen zu den verschiedenen Rationen, die ich genannt habe, die Koeffizient de Charge, die permanent zurückgegangen ist, Prime de Repartition pure, die auch permanent darauf geht, an den Niveau von der Reserve, die dann permanent darauf geht, die 3,56 ist schon dépassiert, wir sind im Moment auf 3,8 schon. Den Taux de Remplacement nach 4 Drohnen, hat gesehen, ungefähr 88%, den hat Lützeburg also groß ist. Das kriegen ungefähr 88% von dem mittleren Einkommensverdienst hat, bei den während seiner Karriere hat. Voilà, hier sieht da Croissance, also das Wachstum, das Wirtschaftswachstum, die ganz hoch war zu verschiedenen Zeiten, an den Lohr zu der Wirtschaftskrise auf einer Null gefallen in einem bestimmten Moment, und sogar dann auch an Zukunft wahrscheinlich nicht mehr an dem Moos wird wachsen. Es gibt zwei Szenarien, ein Szenario von 2,2% und ein Szenario von 3%. Voilà, wenn wir den Szenario von 2,2% gucken, da sieht ihr die Depensen an Recetten an der ersten Grafik, und da sieht ihr ungefähr für das Jahr 2025, und da gingen, wenn wir den Szenario von 2,2% tun, gingen die Ausgaben für das Pensionssystem mehr groß gehen wie die Recetten. Und von dem Moment an
geht es dann um die Reserven. An die Reserven, die geht von dem Moment dann auch rauf. Weil die Reserve, die ist dann auf null, an dem Szenario da, ungefähr im Jahr 2035. Und das ist dann auch das, was die GSS, also die Sécurité Sociale Institution, an ihrem Rapport sieht. An Mouvance neoliberal kann ich da sagen, die schwätzen davon, dass die Charge sozial von den Betrieben ginge reduziert gehen oder stabilisiert gehen, zumindest an nächster Zeit. Dann, dass die Staaten keine Summe mehr hätten, für zu bezahlen. Ne? Dass wir also durch die Wirtschaftskrisen immens Verschuldung von den Staaten hätten, also die Krisen eitel wären, und das auch für den Tun für drin schon bemerkt wird. Voilà, dann die Maßnahmen, die proposiert gehen von der IGSS und vom BIT, das wäre dann den Alter von der wo pensioniert wird, aufsetzen, Pensionen aufsetzen, den sogenannten holländischen Modell, wo ein Teil von den Pensionen über Fonds de Pension lebt, das heißt, den öffentlichen System dann reduziert ist, als jeder sich dann zu einem großen Teil selber versichert. Dann den schwedischen Modell, wo Herr Di Bartolomeo eiser Meinung noch privilegiert an seinen Stellungnahmen, an den er so an der IGSS speziell, an ihrer Etude speziell auf vier Gehöfe gehen. Ich gehe ja nur darauf an nach, das ist ein System, wo eigentlich keine Prestationen mehr fix sind, mehr, wo je nachdem, wie viel das rackend, je nachdem, wie die Lebenserwartung steigt, dann das angepasst wird, laufen. Ne? Das ist zum Beispiel, wenn die Croissance raufgeht, kriegt die Mann eine Pension bezahlt, wenn die Espérance de vie raufgeht, kriegt die Mann eine Pension bezahlt. Und da wird dann auch ein Investiment von 16% obligatorisch an einem Fonds de Pension vorgesehen. Voilà, wir refusieren die liberale Argumentation. Einerseits stellen wir fest, es gibt eine Realität, die man nicht entgehen kann. Zu einem bestimmten Moment wird das verdeelt, was in dem Moment produziert wird. Ich gebe ein Beispiel. 70% von der Wirtschaftsleistung heute das sind Services. Und Services gehen in dem Moment produziert, wo sie gebraucht werden. Ich kann also nicht sagen, ich produziere ein Service für die Zukunft. Also ich verbrauche das, was heute produziert wird. Das ist eine logische Deduktion. Bon, das heißt, Salarié von heute, die bezahlen Pensionen von heute, Salarié von mehr, die bezahlen Pensionen von mehr. Und sogar an einem System, wo kapitalisiert wird, das heißt, wo Kotisationen auf den Kauf gelöst gehen und dann noch ausbezahlt gehen und die abbezahlten an dem Moment als immer nach dem Kapital, der platziert ist, nicht umwussen, wann ihn dafür schafft. Das heißt, das Kapital für sich produziert eigentlich nichts. Das heißt, wir müssen immer dieselbe Decision holen, wie verdelen wir das, was heute als Valeur ajoutée produziert wird. Die Decision ist immer dieselbe. In dem Moment, wo ich produziere, muss ich das verdelen, was ich produziere. Voilà, was mengen wir also von den verschiedenen Argumenten an dem Aspekt? Das Argument, dass 12 von den Aktiven raufgeht par rapport zu der 12 von den Pensionierten. Ich kann mir so nicht also so. Das kann ich nicht bestreiten, das ist der Fall. Und das ist auch da logisch und gerecht, dass von 12 von denen, die pensioniert gehen, abgeht, dass die auch mehr einen hohen Anteil an der Valeur ajoutée haben. Das ist nicht mehr logisch und gerecht.